Der Uschi geht der Reiber allweil nur schwer im Kopf um. Und drum setzen sie auf den Sauhund 5000 € als Belohnung aus. Aber das bringt auch nichts. Das Hummerl ruiniert den Apparat von dem, wo sich der Sevi allwe sein Knack massieren lässt. Der Michi repariert ihn wieder und sie probiert ihn jetzt auch aus. Und das taugt ihr voll. Kathi lässt sich einreden, dass der Umschlag von seinem Handy nimmer modern ist und kauft sich einen neuen, wo man das Handy mit einem Schnirl um den Hals hängen kann. Das ist aber nachher nicht praktisch und darum geht's das neue Klump an Lenz zum Spielen. Der Hubert lässt sich von einer Fetzentantlerin eine Hosen antragen, wo er gar nicht braucht und wo er ihm nicht steht. Die Rosi bringt's wieder zurück, aber lässt sich nachher selber einen Anzug antragen, wo's nicht braucht. Den möchte der Sascha zurückbringen, aber statt den lässt er sich von der Tantlerin eine neue Pfad antragen. Die Uschi kauft Billetten fürs Bauerntheater und möcht's der Lehrerin von seiner preußischen Tochter schenken. Die landen aber bei der Gemeinschreiberin. Derer taugt zwar das Theater gar nicht, aber das weiß keiner. Und drum kauft Rosi ums teure Geld nur mal ein und geht nachher mit ihrer da hin. Der Till ruiniert an Hummerl sein Radl und wegen dem muss er's beim Michi richten lassen und das selber zahlen. Da stinkt er ihm und drum, da schreckt er nachher das Hummerl als Gespenst an Hals aus, so dass gleich vom Radl abstürzt und sich das Knie verbreit. Wegen dem schaut der Gregor auch aus Hals aus und sieht wieder das Gespenst, weil er sich die ganze Zeit schon einbildet, dass er seine Ex, Maria, allweil wieder als Gespenst sieht, wo er ein schlimmes Unglück ansagen möchte.